Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, zum Champions League Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City 3:0 verloren. Und ja, eigentlich hab ich null Bock auf diesen Talk um meine Meinung. Warum? Nicht wegen der Niederlage. Niederlage ist völlig okay. Aber die Art und Weise, wie sie zustande kam. Also man könnte jetzt gnadenlos draufhauen auf den einen oder anderen. Dafür haben wir es aber eigentlich 70 Minuten lang gar nicht so schlecht gemacht. Aber dann natürlich teilweise unterirdisch schwach. Und das Fazit vom Spiel für mich persönlich, hat der Tuchel das Spiel verloren. Sag ich euch, wie es ist. Das ist meine Meinung. Dass man so lange mit irgendwelchen Wechseln gewartet hat, dass der Opa überhaupt noch mal zu einer Pause wieder auf den Platz kam. Man hätte ihn einfach mal schützen müssen. Ja. Das sage ich, wie es ist. Allein erste Halbzeit war er schon so super unsicher. Ich meine, wo wäre das Problem gewesen, den Pavard auf die Innenverteidigung zu ziehen und einen Cancelo da rechts zu bringen? Gerade im Spiel gegen City war er sowieso 200% heiß. Habe ich nicht verstanden, ja. Ich meine, man kennt einen Opa, ja, er war super stark die ganze Saison über. Ich will es auch gar nicht nur am Opa festmachen, aber das habe ich nicht verstanden. Ja, wir wissen alle, wenn der Opa einen schlechten Tag hat, ist das nicht nach 10 Minuten wieder gegessen. Ja, das haben wir in der Vergangenheit oft genug erlebt und da muss man ihn vielleicht einfach mal schützen. Ja, und da muss man ihn einfach mal in der Halbzeit rausnehmen. Spätestens in der Halbzeit. Ja. Ja, ich denke, Opa hat's dann versaut. Ist natürlich schade für ihn. Ich möchte es gar nicht nur an ihn festmachen, aber wir waren bis dahin, zweite Halbzeit, die bessere Mannschaft. Wir waren aggressiver. Problem an der ganzen Sache war, dass ein Gnabry auf dem Platz stand und im Sturm stand. Deswegen sage ich auch da, der Tuchel hat das Spiel verloren. Was sucht der Typ da so lange auf dem Platz? Gnabry war heute Note 6, wieder unterirdisch schlecht einfach. Ich verstehe es nicht, was diese ganzen verfickten Trainer mit diesen verfickten schlechten Spieler bei uns haben, Alter. Das geht in meinen scheiß Schädel nicht rein. Ohne Witz, es geht in meinen Schädel nicht rein, was man an den Gnabry hat. Ich raff es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist ein Unding. Es ist ein Unding, dass der 80 Minuten oder was der auf dem Feld stand, dass er die Zeit auf dem Feld stand. Das ist ein Unding. Null, wirklich absolut null von ihm gesehen. Wirklich null. I don't know. Ich verstehe es nicht. Es ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen haben. Wir haben einen Müller, wir haben einen Mané, wir haben einen Tell. Ja, wow. Das sind alles Leute, die auf dieser Position spielen können. Nein, dann spielt ein Gnabry da 80 Minuten durch, obwohl er eine Leistung bringt, die unterirdisch schlecht ist. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Dass Müller draußen war, habe ich auch nicht erwartet. Sage ich euch auch ganz ehrlich. Dass man da so anfängt und sagt, ich erwarte nicht, dass wir viel Ballbesitz haben, dass wir das Spiel nicht machen, dass wir nur hinten drin stehen. Das war ja so die Aussage vor dem Spiel. Dann kann ich die Überlegung mit Musiala verstehen. Ja, aber spätestens nach 30 Minuten hat man gesehen, dass ein Spiel auf Augenhöhe ist. Wir hatten mehr Ballbesitz in Man City. Wir hatten auch den Ballbesitz eigentlich in den gefährlichen Zonen, haben da aber wieder mal keinerlei Ideen gehabt, weil ein Gnabry ein Totalausfall war. Wir haben quasi mit 10 Mann gespielt. Habe ich nicht verstanden, warum man da nicht reagiert hat und den gleich ausgewechselt hat und Müller gebracht hat. Aber wenn man sieht, das Spiel läuft ja doch anders oder dann spätestens in der Halbzeitpause. Ja. Aber auch da wurde gar nicht reagiert. Es wurde einfach nicht reagiert. Es wurde dann reagiert, warte, bevor ich Scheiße erzähle. In der 81. Minute kam dann ein Thomas Müller, wo es 3:0 steht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Argument mit, es sind keine Räume da, ist genau das Verkehrte. Heute hätten wir Müller sehr, sehr gut gebrauchen können. Ja. Weil er halt einfach dann da die Lücken findet und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler mal bindet. Ein Musiala war unterirdisch schlecht in der zweiten Halbzeit. Müssen wir auch ganz klar sagen. Erste Halbzeit hat er mir noch ganz gut gefallen. Zweite Halbzeit war das gar nichts. Ja.
Einfach gar nichts. Der einzige Spieler, der unser Spiel vorne getragen hat, war der Sané. Der war auch der Einzige, der heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Neben De Ligt, den fand ich auch super stark. Alle anderen waren Mittelmaß bis schlecht. Ja, ja, und dann verlierst du halt 3-0 in City. Und zu Recht. Ja, Punkt. Punkt. Einfach Punkt. Wenn man keinen Stürmer auf den Platz stellt, wenn man dann da so einen verkehrten Neuner hinstellt, der absolut gar keine Form hat seit Monaten, und wenn man sich dann davon verspricht, irgendwie in City zu gewinnen oder da irgendwie einen Punkt zu holen, weiß ich nicht. Ja, klar, wie gesagt, wir hatten gute 70 Minuten, das kann man anerkennen irgendwo irgendwie, aber wir haben wieder kein Tor gemacht. Ja, und guckt euch die Spieler an, die auf dem Platz stehen. Also, ja, ich weiß es nicht. Bin mit meinen Latein am Ende. Ich bin sehr enttäuscht. Irgendwie auch nicht. Wie gesagt, ich habe eine Niederlage erwartet heute. Ich hatte gehofft, dass sie nicht so hoch wird. Mit dem 13-0 sind wir auf jeden Fall aus der Champions League ausgeschieden. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Das müsste schon wirklich ein Wahnsinnswunder im Rückspiel werden, woran ich persönlich nicht glaube. Dafür sind wir einfach komplett außer Form. Ja. Und wenn du dann noch so Spieler hast wie ein Upa, der mal einen schlechten Tag hat, was völlig okay ist, jeder Spieler kann einen schlechten Tag haben. Aber wenn der Trainer dann nicht in der Lage ist, das zu sehen und ihn selber oder die Mannschaft vor ihm zu schützen, das Ergebnis vor ihm zu schützen, ja, I don't know, dann weiß ich es auch nicht. Ja, also ich nochmal, oder ihr könnt die anderen Videos gucken, ich halte super viel vom Tuchel, aber das heute habe ich nicht verstanden. Wieso man da nicht reagiert, sowohl beim Opa, noch eher beim Gnabry, auch ein Goretzka war unterirdisch. Und wir gehen die Spieler jetzt einmal durch. Wie gesagt, ich weiß nicht, schwenkt da so ein bisschen hin und her. Soll man zu schwarz malen, soll man sich zu schwarz malen? Wie gesagt, wir hatten ordentliche 70 Minuten. Klarte City immer mal so 10, 15 Minuten Druckphase. Was ich ein bisschen seltsam oder lächerlich fand, war, wie schlecht wir doch geredet wurden vor dem Spiel. Dass wir doch der absolute Außenseiter werden und nur hinten drin stehen werden und bla und Sülz. Ja, und wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, ja. Da der Schuss, ja. Brauchen wir nichts zu sagen. Wir haben uns wieder selbst die Früchte genommen. Das 2-0 haben uns selbst die Früchte genommen und das 3-0 war dann zwangsläufig, weil alle den Kopf haben hängen lassen. Da können wir froh sein, dass nicht nur das 4. und 5. nachgelegt wurde. Ja, und dann ist man aus der Champions League ausgeschieden. Punkt. Ja. Ich sehe nicht den Willen in dieser Mannschaft. Sage ich euch, wie es ist. Auch nicht beim Trainer. Ich habe auch beim Trainer heute nicht diesen Willen gesehen, um zu sagen, ja, drauf geschissen, er hat einen schlechten Tag, ich wechsle ihn aus. Oder Gnabry ist unterirdisch schlecht, ich wechsle ihn aus. Den Willen habe ich nicht gesehen und ja, da muss man sich am Ende des Tages nicht beschweren. Damit zu Recht 3-0 verloren und sind zu Recht aus der Champions League ausgeschieden. Gut, nichtsdestotrotz, das ist meine Meinung. Gucken wir uns. Kleiner Hinweis, das heißt nicht, dass ich den Trainerwechsel im Nachhinein irgendwie schlecht finde oder sowas. Ja, ich hätte den Nagelsmann auch rausgeschmissen, sage ich euch, wie es ist. Ob es unter dem Nagelsmann anders gelaufen wäre, I don't know. Hätte, wäre, wenn und aber, weiß man nicht. Nagelsmann hat sich auch oft genug die ganzen Ballerbieren auf dem Platz angeguckt und hat sie einfach nie ausgewechselt. Ja, muss man nur knallhart so sagen. Ich hätte es nur vom Tuchel nicht erwartet. Und das ist auch das Einzige, was mich ein bisschen ärgert und traurig macht. Nicht die Leistung der Mannschaft, ja, das sind wir diese Saison gewohnt, müssen uns nichts vormachen. Aber das Verhalten vom Tuchel hätte ich nicht erwartet. Ja, ich kenne ihn anders. Das enttäuscht mich ein bisschen. Das nimmt mir auch ein bisschen die Hoffnung, dass das irgendwie mal andere Züge annimmt bei uns. Das ist so die Sache, die mich persönlich gerade so ein bisschen enttäuscht. Nicht, dass wir jetzt raus sind und die Art und Weise, bla, Sülz. Habe ich alles zugesagt. Komm, ich schmeiß einen Blick auf die Statistiken, dann sage ich ein bisschen was zu jedem Spieler, wie ich das sehe. Und dann könnt ihr euch in den Kommentaren auslassen. Nochmal, wir haben verdient verloren. Ja, City ist verdient weiter. Und auch wenn es ein Rückspiel gibt, das ist für mich völlig uninteressant. Ja, wir haben einfach nicht die Form aktuell und werden die auch nicht in 6 Tagen oder in 8 Tagen, wo das Rückspiel ist, in der Zeit irgendwie jetzt die Mannschaft auf einmal von 0 auf 110% kriegen. Nee, es ist halt kaum ein Spieler in Topform. Kaum. Ja.
Ja, und fragt euch mal, woran das liegt. Mit Sicherheit nicht am Tuchel, der seit 2 Wochen da ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich persönlich vom Tuchel enttäuscht heute. Sag ich ganz offen. Gut, Statistiken, weil wir ja so absolut unterlegen waren gegen Manchester City und ja keine Chance hatten, bevor das Spiel auch schon angepfiffen wurde, haben wir trotz allem 56% Ballbesitz, Abseitsstellung 0 und 1, Fouls 11-8, Zweikämpfe 56-44, Schüsse aufs Tor 9-4, Schüsse insgesamt 17-12, Ecken 8-5, angekommene Pässe 351 zu 486, Flanken 14-7. Heute müssen wir trotz allem, trotz des Ausscheidens aus der Champions League, trotz dieses schlechten Ergebnisses, ein rotes Kreuz in den Kalender machen. Weil, hey, von der rechten Seite darf der Sané eine Ecke schießen. Woo! Leute, wow! Das ist, glaube ich, seit mindestens 2 Jahren, ich glaube sogar seit 3 Jahren, dass mal jemand anders eine Ecke schießen darf, außer der Kimmich. Was ist da bloß passiert? Das ist ja unfassbar. Schüsse insgesamt, Sané 4, Sommer 0, Opa 0. Also der Einzige, der Schüsse hatte, war der Sané. Das sagt alles aus. Von allen offensiven und offensiv denkenden Spielern auf dem Platz. Da sollte sich... Ich fange nicht wieder an, auf den Gnabry drauf zu hauen. Torschussvorlagen gab es auch keine, weil der Sané alles alleine gemacht hat. Gewonnene Zweikämpfe, Coman 8, Musiala 7, Kimmich 6. Ballkontakte 102 Opa, 88 Davis, 85 De Ligt. Gefault worden, Blasös, schenken wir uns, interessiert uns absolut 0. Kommen wir zu den Spielern. Sommer. Sommer war auch schwierig heute. Ne? Hat allerdings 2-3 Mal wirklich uns noch ein bisschen den Arsch gerettet. Aber ansonsten hatte er auch heute echt sehr, sehr schwankende Geschichten da mit seinen Spielen da hinten raus. Und einmal kurz da, wo der Haaland noch fast dran war. Also Sommer war für mich heute auch keine 3. Aber aufgrund der 3 Reflexe, die er hatte, ja, kann ich ihn nicht schlechter wie eine 3 benoten. Ob Neuer die 2 Bälle gehalten hat, wo ein Sommer dran war, Neuer in Topform würde ich definitiv sagen, auf jeden Fall. Weil der einfach locker eine Handlänge länger ist wie der Sommer. Ja. Und da hat bei beiden nicht viel gefehlt. Aber auch nur meine Meinung. Opa, ja, Opa ist Note 6, Alter. Da müssen wir gar nicht rumdiskutieren. Das tut mir leid für den Opa. Ich halte viel vom Opa und ich finde es super schade, dass natürlich ausgerechnet in diesem Spiel er so einen Tag erwischt hat. Aber nochmal, ja, ich erwarte einfach dann vom Trainer, dass man die Mannschaft und das Ergebnis schützt. Ja. Und ich erwarte auch dann vom Opa, keine Ahnung, hätte eine Verletzung vortäuschen sollen. Man muss dann auch selber merken, weißt du was, Leute, ich habe heute so einen scheiß Tag. Ja, da muss ich halt eine Verletzung vortäuschen und vom Platz gehen. Sag ich euch ganz ehrlich. Also er wird das ja am ehesten selber gemerkt haben, dass das heute nicht sein Tag ist. Oder dass er Standprobleme hat, was weiß ich. Ich kann euch auch nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht hat er Probleme zu Hause, was weiß ich, was denn im Kopf rumgeht. Man weiß das ja nicht. Das ist ja auch nur ein Mensch. Und ja, keine Ahnung. Dann packt er im Oberschenkel und sagt, du hast eine Zerrung und es geht nicht weiter und gut ist. Also da muss man dann auch mal ein bisschen an die Mannschaft denken. Meine Meinung. Pavard hat für mich ein ganz gutes Spiel gemacht, war natürlich, ja, hat schon so immer viel für den Opa ausbügeln müssen auf seiner Seite. Würde ich bei einer 3 sehen. Ich habe jetzt nicht die großen Fehler gesehen, nach vorne hin war relativ wenig, was er gemacht hat. War aber natürlich auch so gewollt, ging auch nicht anders. Nochmal, es wäre kein Problem gewesen, wenn Pavard in die Mitte gerückt wäre und Cancelo oder Mazraoui oder ein Stanisic ist. Wir haben 3 Spieler. Wir haben 3 Spieler als Alternative. Ja. Und es wird nicht reagiert. Dasselbe gehen wir gleich auf die andere Seite zum Davis rüber. Davis Note 5. Davis hat defensiv nicht einen Zweikampf gewonnen. Nicht einen. Er wurde vorgeführt von Da Silva. Und der ist, wie soll ich das beschreiben? Ja, im Gegensatz zum Davis ist er eine Schnecke. Vom Speed her, ja. Da sieht man mal, dass Speed nicht alles im Fußball ist, ja. Also Davis hat kein Mittel gefunden. Gar keins.
Wirklich gar keins. Wir können froh sein, dass Man City nicht noch mehr explizit über seine Seite gespielt hat. War heillos überfordert. Ja? Auch da hätte man spätestens in der Halbzeit reagieren müssen und ihn rausnehmen müssen. Hat er Vorstöße nach vorne gehabt? Nein. War wahrscheinlich auch nicht gewollt. Okay. Braucht man gegen das Silva ein Mann, der Speedy Gonzales ist, aber keinen Zweikampf gewinnt? Sich total vernaschen lässt? Ich denke auch nein. Da haben wir andere Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, war der Blind? Guck mal, selbst der Blind war dabei. Selbst den Blind hättest du noch als Innenverteidiger aufbieten können für den Opa. Ja, oder vielleicht mal als defensiven Mittelfeld, damit wir mal einen defensiven Mittelfeldspieler auf dem Platz haben. Haben wir auch nicht gehabt. Ja. Man City hat alles über die Mitte gemacht am Anfang. Mitte, dann nach außen raus, das Ding. Kein Zugriff in der Mitte. Kimmich und Goretzka völlig überfordert. Defensiv können die einfach nichts, Alter. Ja, ich verstehe das, dass man kein Martinez mehr braucht als FC Bayern München, weil in der Bundesliga keine Mannschaft da ist, die es rechtfertigt, dass du so einen defensiven Mittelfeldspieler hast. Da kommt man mit dem Kimmich klar. Wie man diese Saison sieht, ja auch nicht in jedem Spiel. Ja, aber in solchen Spielen braucht man halt mal einen defensiven Mittelfeldspieler, ja, der wirklich weiß, was er in der Defensive zu tun hat. Und Kimmich wurde heute schülerhaftmäßig da teilweise stehen gelassen und hat sich da wieder im Zweikampf verhalten wie ein E-Jugendlicher, Alter. Das war schon traurig mit anzusehen. Da hat er sich auch wieder 2-3 Mal fallen lassen gegen Haaland, wo nur leicht berührt wurde. Kann er Glück haben, dass er alte Spanier das gepfiffen hat, aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir waren beim Davis Note 5. War gar nichts für mich. Auch da abzusehen, die letzten Spiele waren schon schlecht, wirklich schlecht. Er hat einfach keine Form. Verstehe ich nicht, warum man ihn aufstellt. Und wenn man es riskiert und sagt, yo, ich stelle die Jungs erstmal auf, dann nehmen sie in der Halbzeit raus, Alter. Nehmen sie raus. Punkt. Es stand 1-0. Ja. I don't know, habe ich nicht verstanden. Der Licht für mich der einzigste gute Spieler, da hätten wir eine Note 2 geben. Hat sich ohne Scheiß, er war noch der da hinten alles rausgerissen hat. Sich jeden Ball geschmissen hat, vorne mit Regen gehalten. Ja, traurig. Also macht mich traurig. Einfach traurig. Musiala will ich heute Note 4 geben, war auch nichts, muss man auch ganz klar mal so sagen. Er hat auf der 10er-Position gespielt, konnte damit nichts anfangen, konnte sich kaum durchsetzen, hat sich immer wieder verdribbelt, auch da ganz viele technische Fehler gehabt. Dann auch immer wieder auf links hat fallen lassen, anstatt auf der 10 zu bleiben und durch die Mitte was zu versuchen. Habe ich auch nicht verstanden, was das soll. Dann hätte man auch Müller mit aufstellen können. So, unsere 10er-Position war nicht wirklich besetzt. Zum großen Teil. I don't know why. Frag mich nicht. Fragen Tuchel, Alter. Goretzka. Wollen wir es schön sehen, geben wir ihm eine 4. Wollen wir es schwarz sehen, geben wir ihm eine 5. Ja. Auch da, abgesehen mal von zweimal, wo er mal einen Sprint angezogen hat, wo er mal 20 Meter Raumgewinn gemacht hat, aber dann den Ball gleich wieder irgendwie in den Gegner in die Beine gespielt hat. Defensiv war von Goretzka auch gar nichts zu sehen. War heillos überfordert. Auch absolut keine Form. I don't know, warum die Leute spielen. Wie gesagt, du hast einen Blind da, stell den als defensives Mittelfeld hin. Und dann hast du wenigstens einen da stehen, stell einen Kimmich davor und gut ist. Wenn den Grafenberg das nicht zutraust, warum auch immer. Verstehe ich nicht. Coman war auch enttäuschend heute. Würde ich bei einer 3 noch sehen, war bemüht. Warum da immer diese Seitenwechsel waren, habe ich auch nicht verstanden. Als wenn das City irgendwie aus dem Konzept bringen würde oder was. Dafür hat der Coman heute auch keine Form gehabt. Konnte sich auch nicht durchsetzen. Im 1 gegen 1 einmal mal auf der rechten Seite hat dann eine Flanke geschlagen, die nach Paris-Palermo ging. Aber auf wem willst du auch flanken in der Mitte? Auf den Gnabry, auf den Sané, auf den Musiala? So völliger Schwachsinn. Deswegen habe ich es auch nicht verstanden, dass Musiala sich immer hat links rausfallen lassen. I don't know. Sehr, sehr wild. Ja, hat's versucht auf jeden Fall, aber auch defensiv heute nicht so aggressiv. Auch da so, mir hat so bei Coman, Goretzka, Musiala, Davis, Pavard würde ich da ein bisschen rausnehmen, weil da hat mir einfach so der letzte Kick gefehlt, Leute.
Einfach so, ey Leute, es ist Champions League Viertelfinale, wir sind der FC Bayern München, wir müssen Gas geben. Wir müssen an uns glauben, Feuer frei. Nichts. Der Einzige, der es ausgestrahlt hat, war ein Sané. Ein Sané. Leute, ein Sané war der Einzige, der es ausgestrahlt hat heute. Neben De Ligt. Und ein bisschen Pavard noch. Muss ich mehr sagen? Ich glaube nicht. Kimmich, boah. Ganz schwer zu beurteilen. Ganz, ganz schwer. Wie gesagt, war wirklich 2-3 Mal hinten, wo er wirklich die Scheiße hat dampfen lassen. Das war nicht nur Opa. Da hat Man City aber nicht gut zu Ende gespielt. Da haben wir Glück gehabt. Aber er ist auch einfach kein defensiver Mittelfeldspieler. Also er kann das einfach nicht. Er ist einfach kein Sechser, Alter. Punkt. Das ist er nicht. Also, was sollen wir da kritisieren? Er kann es nun mal nicht. Punkt. Weiß ich nicht. Sucht euch eine Note aus, Alter. Zwischen 3 und 4. Sané Note 2, Gnabry Note 6. Mehr gibt's nicht zu sagen zum Gnabry, Alter. Ich habe irgendwann eine Statistik in der 70. Minute gesehen. Ballaktion 40, Zweikämpfe gewonnen 0, Dribbling gewonnen 0. Ich hätte gerne mal noch eine Fehlpassquote gesehen. I don't know. Müller können wir nicht beurteilen. Die 10 Minuten hast du gar nichts gesehen. Cancelo war, der ist aufgefallen, wo er auf dem Platz war. Mané hast du auch gar nicht gesehen, weil da dann das Tor gefallen ist. Wir alle in den Kopf haben hängen lassen und uns noch das dritte haben einschenken lassen, anstatt dagegen zu halten. Mit dem 2-1 hätte ich gesagt, wäre nochmal alles drin gewesen fürs Rückspiel. So haben alle den Kopf hängen lassen, haben das 3-0 sich einschenken lassen, können froh sein, dass nicht 4-5-0 ausgegangen ist. Aber damit sind wir ausgeschieden aus der Champions League. Punkt. Da muss man auch nichts beschönigen. Haben wir auch nicht anders verdient. Die Einstellung nach dem 2-0, dass man so auseinanderbricht, als wäre man eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, geht halt nicht. Ja. Und man hätte spätestens, spätestens nach dem 2-0 jetzt einen Opa auswechseln müssen. Man bringt schon keinen Cancelo. Dann bring ihn für den Opa. Ja. Und bring auf der linken Seite meinetwegen Stunny. Oder stellen Cancelo auf wenigstens Stunny nach rechts. Ist doch scheißegal wie rum. Oder bringen Mats Rui, war auf der Bank. Ja, war auch auf der Bank. Hätte es auch rechts bringen können. Also, wir hatten in der Defensive 4 Alternativen. 4. Mats Rui, Stanisic, Blind und Cancelo. Und wir spielen mit dem Opa zu Ende und ein Davis 81 Minuten. Die beide heute unterirdisch schwach waren in der Defensive. Und dann wundert man sich, dass man 3-0 gegen Man City nach Hause geht. Ja, da muss man sich nicht wundern. Und das, meiner Meinung, muss man dann als Trainerteam sehen. Ja, Punkt. Da gibt's keine Ausreden für. Das kann ja nicht sein, dass... Nee, gibt's einfach keine Ausreden für. Punkt. Und wie gesagt, vorne, dass ein Gnabry 80 Minuten durchspielt, Alter, von dem nichts zu sehen war. Nichts. Der auch noch nicht mal Ehrgeiz an den Tag legt, dass er mal einen Sprint nach hinten anzieht. Nichts. Er spielt 81 Minuten. Und auch da haben wir einen Müller, ein Mané, ein Tell. 3 Alternativen, die wir jederzeit hätten bringen können. Auf seiner verkackten Position. Wir haben mit 10 Mann gespielt. Und wundern uns, dass vorne nichts geht. Ja. Also. Am Ende des Tages 13-0 verloren, zu Recht verloren. Man City war eiskalt. Ja, muss man ganz klar sagen. Man City war so, wie wir, wenn wir Form haben. Ja. Wäre ein super interessantes Spiel. Es war zwischenzeitlich ein interessantes Spiel. Gerade so die erste Viertelstunde, oder die ersten 20 Minuten, zweite Halbzeit, waren super interessant von beiden Seiten. Erst waren wir einen Tacken besser, so die ersten 10, 15 Minuten. Dann hat Man City dagegen gehalten. Das hat man gesehen, die haben sich dann nicht ergeben. Das war die kurze Zeit, Spiel auf Augenhöhe. Aber dann haben die Leute es verkackt, die einfach komplett unterirdisch heute waren. Wie ein Davis, wie ein Gnabry, wie ein Opa. Und von Goretzka und Kimmich fange ich erst gar nicht an.
Na? Und wenn du so viele Spieler in der Mannschaft hast, die nicht ihre Topform abrufen können, warum auch immer, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, dann hast du einfach keine Chance gegen Man City. Punkt. Und wie gesagt, für mich ist das Thema Champions League damit durch. Ich erwarte im Rückspiel nichts. Wir können froh sein, wenn, keine Ahnung, wenn Man City das gnädig gestaltet und irgendwie nicht geil ist, uns da auch noch zu ficken. Und du da vielleicht irgendwie mit dem Unentschieden rauskommst oder irgendwie mit dem 2-1. Aber ich frage mich aktuell, wie wir irgendwie 2 Tore schießen sollen. Ich sehe aktuell keinen, der bei uns Tor schießen sollte. Ich sehe keinen. Auf ganz weiter Flur sehe ich keinen. Es gibt keinen. Tell vielleicht, wenn er mal reinkommt. Wer weiß. Wäre mal Versuch wert. So, nächstes Spiel. Hoffenheim zu Hause. Ja, das wird mit Sicherheit super einfach werden, weil die sich mit Sicherheit nicht mit 20 Mann hinten reinstellen werden. Ironie an, aus, könnt ihr euch denken. Bin ich sehr gespannt. I don't know, ich weiß nicht, wer ein Tor schießen soll. Vielleicht wieder die Licht oder so, oder nach einer Ecke verirrt sich mal ein Ball. Am ehesten vielleicht noch Musiala, wenn er spielen darf, oder Müller. Alle anderen. Ja, wie gesagt, ein Sané war bärenstark, aber Sané haben wir auch schon im letzten Spiel gesehen in Freiburg. Hat im Moment kein Abschlussglück. Ich glaube, er hätte noch 20 Mal heute aufs Tor schießen können, kein Tor gemacht. Von daher wird schwer. Ich sehe keinen bei uns. Die Meisterschaft, ganz ehrlich, wenn ich das heute wieder sehe, ich das in Freiburg sehe, entweder wird da jetzt irgendwie zügig mal irgendein Schalter umgelegt, oder man hat mal die Eier und unseren Wunderstürmer aus der Regionalliga mal hochzuziehen und den aufzustellen. Das ist auch noch so eine Sache, die ich ansprechen kann. Das verstehe ich auch nicht. Wir stellen uns da hin und erzählen, ja, voilà, Sülz, wir haben keinen Mittelstürmer und ja, Gnabry ist ein super Mittelstürmer, ja, nee, Müller kann das auch und alles gar kein Problem und wir sehen, dass wir 2 Tore jetzt in 270 Minuten gemacht haben. Wo gibt's ein Argument dagegen? Dann zieh den Jungen hoch, stell den auf oder bring ihn in der Halbzeitpause, schmeiß ihn mal rein. Schlechter kann's nicht werden. Ne? Also, wir reden immer davon, Riesentalent, Blasülz. Vertrag läuft aus am Ende der Saison, so hätte man ihn vielleicht auch mal ein bisschen pushen können und vielleicht macht er den Schritt. Ne? Vielleicht macht er den Schritt und schlägt ein bei uns. Ja. Aber tut man nicht. Warum? Weiß ich nicht. I don't know. Verstehe ich nicht. Diesen ganzen Sinn dahinter. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, dass uns ein Stürmer abgeht, müssen wir nicht mehr drum diskutieren. Ja, in der Hinrunde haben wir das gut ausgeglichen, weil alle ringsherum Tore geschossen haben. Jetzt sehen wir das, wenn unsere Spieler ringsherum keine Tore schießen, wenn die Mannschaften sich einfach hinten reinstellen, was City heute nicht gemacht hat, dann fehlt uns einfach ein Stürmer. Und wir haben es heute gesehen, Choupo hat heute an allen Ecken und Enden gefehlt. Es hat ein Spieler gefehlt, der in der Mitte den Ball annehmen kann und ihn mal halten kann und ihn dann mal verteilen kann. Der war nicht da. Der war nicht da. Ja? Ja, es war keiner da. Gnabry kann das nicht. Was auch okay ist. Ist nun mal nicht sein Ding. Ja, kann er nicht. Punkt. Aber da muss man da reagieren. Da muss man halt mal einen Tell da hinstellen. Ist ja nicht so, dass der nicht da wäre. Schlechter hätte er das nicht machen können. Denke, da gibt's auch keine zwei Meinungen. Spätestens nach 45 Minuten, aber du hättest schon nach 30 Minuten den Gnabry mal ein Zeichen setzen müssen. Und das ist eigentlich, was ich vom Tuchel erwartet habe. Dass der da mal Zeichen setzt. Bei den Leuten, die einfach keine Form haben, keinen Bock haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ein Gnabry beschreiben soll. Ich meine, es ist ja okay, dass man mal außer Form ist. Ja? Da spricht ja nichts dagegen. Aber der Typ ist seit drei Monaten außer Form. Oder hat keinen Bock. Ich kann es euch nicht sagen. Naja, bevor ich mich weiter reinsteige, Leute, ich muss morgen arbeiten, es ist spät. Ich bedanke mich fürs Zusehen.
Haut mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, meiner Meinung nach sind wir zu Recht ausgeschieden. Auch wenn wir es 70 Minuten lang oder sagen wir mal insgesamt 50 Minuten lang wirklich gut gemacht haben. Ja, aber wenn du so individuelle Fehler machst und die Leute einfach nicht auswechselst, die so super schlechte Form an den Tag legen wie Davis und ein Upper und ein Gnabry, dann passiert das und da muss man sich nicht wundern.